COVID-Situation hier im Land, wie sonst überall, ändert sich von der zu der. Das ist wenigstens wichtig und notwendig, dass periodisch Änderungen müssen vorgeholt gehen, die der aktuellen Situation auf den jeweiligen Plätzen Rechnung dreht. Das ist dabei unverändert und haben wir als kollektive Verantwortung, wie auch von allen Einzelnen, dass wir diese Pandemie zusammen bekämpfen. Für das nicht zu einer Überbelastung von den Spitälern kommt und dass unser Gesundheitssystem so normal wie möglich weiter funktionieren kann. Man hat auf dieser Platz schon mehr wie immer betont, dass die Probleme an Engpässe, die wir leider an unserem Gesundheitssystem haben, nicht vergessen an hockt sind. Sie sind Konsequenz von einer verfehlten Gesundheitspolitik aus den letzten Jahren. Wir haben hier im Land nicht genug Spitalsbetten und keine Reserven an unserem Gesundheitssystem. Der Gesundheitssektor hat immer nicht die Möglichkeit, für sich an den demografischen Entwicklungen hier im Land flexibel anzupassen. Die Ambulantmedizin, so nützlich und sinnvoll sie auch ist, kann keine stationäre Behandlung und schon gar keine Intensivmedizin ersetzen. Die Situation rund um die Corona-Pandemie bleibt unübersichtlich. Neue Mutationen wie Omikron sind an ihren Wirkungen wenig bekannt. Darstufungen variieren vom Abblick von relativ harmlos, aber stark erstechend bis zu mir schlimmen Hypothesen. Viel was wir im Moment uneinig. Wir aber auch, dass Friede ist, dass die Entwicklung von Medikamenten gegen Covid gut progressieren ist. Das gibt uns Hoffnung. Wenn es diese wirksamen Medikamente gibt, als die Impfung nicht mehr das einzige Mittel, das man gegen die Pandemie ersetzen kann. Und neue Impfstoffe, die auf mit klassischen Methoden basieren, sind aktuell am Zulassungsprozess, aber wenn die bis zum März sind, fällt es viele Leute wahrscheinlich manner schwer, für sich impfen zu lassen. Herr Präsident, die kennt als Position als RDR. Ein deutliches Ja zur Impfung, aber die Impfung muss immer freiwillig sein. Das hat den Herr Staatsminister eine Impfpflicht nicht mehr ausschließt, möchte er ein bisschen sorgen. Aber Gott sei Dank ist es noch nicht so weit. Das neue Gesetz, über das wir auch schwätzen, hat für allem die Neuerung, dass es auf der Arbeit den 3G-Prinzip angefordert wird und dass bei den Freizeitaktivitäten den 2G-Prinzip bewährt gelten. Wir sehen diese Änderungen aus einer Reihe von Gründen kritisch, aber auch mal zwischen. Die Gesellschaftssituation ist durch die Covid-Situation angespannt und das Gesetz verschärft die Spannungen noch mehr. Man muss sich also vorstellen, sind die Mesure wirklich ausgeglichen? Kann er sie garantieren, dass das Gesundheitssystem ohne Überbelastung weiter kann funktionieren, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass man direkt keine Vorschriften überlegen, die sie zu viel drängeln und sogar vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. An dem Kontext an Eisenhower den 2G-Prinzip für Freizeitaktivitäten überdriven. Kritisch gesehen, das hat man auch schon viel gesagt, dass Privatleck am Kader vom Covid-Check verschiedene Identität überprüfen sollen. Hier muss man auch an Rechtsstaatlichkeit denken. Wir lehnen ein Recht von der Polizei an Denver Bürger, die ohne Einschränkung einer Bürger kontrollieren müssen. Der hat hier Bedenken, dass Privatleute einer Privatleute ihren Gesundheitszustand an ihre Identität müssen kontrollieren. Die Experten sind sich einig, dass Tests für die Detektion vom Covid-Virus ganz zuverlässig sind und gut funktionieren. Vielleicht können wir also die Leute, die aus unterschiedlichen Gründen nicht geimpft sind, an die Möglichkeit nach dem gesellschaftlichen Leben teilzuholen. Vielleicht kann das nicht an Zukunft mal auf einer Terrasse einen Tasse Kaffee trinken oder auf die Christmarkt gehen, wenn sie einen negativen Test vorweisen kann. Der ist neben der Impfung für den massiven Ersatz für Gratistester.
den 3G-Prinzip op der Erbicht gesinn mir auch ein bisschen kritisch. Er gibt den unverhältnismäßigen Druck sowohl auf Patronat wie auch auf das Salarié ausgeübt. Die Regierung zieht sich hier Verantwortung, weil das das Patronat auf. Wir sind an den letzten Jahren durch vielfältig gekommen, zum Beispiel Salarien, den den Mindestlohn kriegt, an all Campus hat für den Ende vom Monat nach die 2 Änder bei zu kriegen, das zusätzlich Belastung von den Tester zu finanzieren, die einfach nicht packen. Hier muss ich ganz klar sagen, wir treiben mit dieser Mesure vielleicht an Existenznot. Freiwilligkeit von der Impfung, die die Regierung bislang heiß gehalten hat, gouf als dummer den praktisch aufgeschafft. Hier verlieren legt die Existenz, was sich nicht wollen impfen lassen. Das ist das dann am Endeffekt nicht ernster wie eine Impfpflicht oder vielleicht Zwang, just kann beim Namen zu nennen. Aber wenn das so ist, da stellen sich auch nach einer Fragen, was legt sich praktisch müssen impfen lassen, muss man dann nicht auch über die Responsabilität und die Haftung vom Staat diskutieren. Muss ich vielleicht an einem Renversement de la Charge de la Preuve denken, wobei der Staat wenn es möglichen Impfstich verklohen. Und noch auf der Arbeitsplatz gilt, da der als für Impfungen ein Alternativ für Gratistester. Es ist nicht verwunderlich, dass so Mesuren wie die Regierung sie will hören, Spannungen an der Gesellschaft erheben. Gerade am Hinblick auf die sanitäre Situation, an der wir uns befinden, ist es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft möglich zusammenschließen und kein unnötiges Griff entstehen lassen. Wie negativ getestet ist an den Virus muss nicht mit sich dreht, soll keine Restriktionen erleihen. Wir sind der festen Überzeugung, an den Kandidat von Tag zu Tag mehr gesehen, dass durch diese Mesuren Gesellschaft sich leider immer mehr splittet, was zu Spannungen führt, die wir gar nicht gebrauchen und noch in Mengen erbannen können. Das ist der falsche Weg. Es ist als Pflicht dafür zu sorgen, dass sie aus einer sanitären Ausgangssituation keine fundamentale Gesellschaftskrise sich entwickelt. Es gibt eine Pandemie, ja. In dem Sinn ist es klar disproportioniert, für die Ungeimpften auf die eine oder die andere Manier anzuklagen oder zu stigmatisieren. Wir begrüßen ausdrücklich die Möglichkeit, dass letztlich kann sehr gratis und unkompliziert impfen lassen. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass das an der letzten Woche der Mint ganz gut geklappt hat. Wir sind aber gerade so überzeugt, dass eine Logik von Druck und Bestrafungen nicht zu mehr Akzeptanz führt, mais gerade au contraire Lektrose mischt. Wir dürfen noch nicht vergessen, dass die Partikularitäten vom Coronavirus an die nach nicht definitiv Zulassung von den aktuellen Impfstoffen auch an den Familien für ganz viele Diskussionen sorgen wird. Besonders wenn es um die Impfungen von der Kinder geht. Auch hier plädieren wir, durchwärts für möglichst mehr vom Konsens zu sichern und nicht dazu beitragen, dass immer mehr Streit an der Gesellschaft zwischen den Eltern gibt. Die kennt das auch als grundsätzliche Position, die wir von Anfang an hatten, dass der Staat weder die Grundrechte von den Leuten verletzen, noch sich an ihr Privatleben anmischen darf. Die Covid-Gesetze, die halt vorgelegt sind, erfüllen die Konditionen unserer Meinung nicht. Herr Präsident, wir kämpfen alle zusammen gegen den Virus. Das geschieht am effektivsten, am besten, wenn wir alle als Gesellschaft geeint bleiben. Kommt man fahren nicht an eine einseitige Schuldzuweisung, kommt man schaffen keine unterschiedlichen Kategorien verlegten. Das sind also Überzeugungen, und diese Überzeugungen sind mit diesem Gesetz klar nicht garantiert. In dem Sinn wird mir das Gesetz auch nicht mehr drohen. Und dann die Leute, die wollen demonstrieren, so immer ganz klar, dass sie das so friedlich machen, weil es bringt nichts, was sie ausärten. Und dann auch als Regierung rufen wir dazu ab, keine Maßnahmen so zu proposieren, die die Leute unnötig unter Druck setzen.
Die Zuseite müssen dazu beidrohen, dass es nicht zu einer Radikalisierung kommt, was es immer nicht geschafft. An dem Sinn gehen als die Maßnahmen, die im Hock vorgelegt wurden, zu weit, und dafür wird man doch nicht stimmen. Ich will aber nach eine Motion an eine Resolution deponieren, eine Motion zum generalisierten Ersatz von den Luftfiltern an den Schulen, an eine Resolution zur Impfpflicht. Wann schläft Herr Präsident? Merci, Herr Engelen. Merci dem Herrn Engelen.